Hallo en welkom naar deze series Trij Toop Brinjen. En vandaag hebben we een tweede session, tweede video. En het thema wat we willen vandaag zijn is, wat kunnen we terugkomen tot God? Wat kunnen we doen om die Jemeetschoft weer Toop brengen, wat de oorsprong was? Laatste week zagen we, woran wir Ferken weit auf sind von Gott. Wir sagen dort, Ferken sind die beste Dinge, die uns im Stich stehen, woran wir nicht können, Gemeinschaft bühren mit Gott. Von daher werden wir sagen, was von den Storben können wir nehmen, was können wir tun, dass wir die Gemeinschaft bühren und dass wir taub kommen waren mit Gott. Ich glaube, eine von den größten Dingen, die uns Ferken im Stich stehen, was uns zurückholen von Gemeinschaft haben mit Gott, ist, dass wir sind endootich. Wir sind Fleisch. Und so ist die Bibel sagt, dass wir sind Leibwurm. Wir sind nicht heiß oder nicht kalt, wir sind ein bisschen so, dass wir endootich worden mit uns glauben. Und das spannende Ding von das ist, wir weiten, wir sollen ordentlich sein, wir weiten, dass wir wollen ordentlich sein, aber wörtlich, wir haben bloß nicht die Kraft, wir haben bloß nicht die Verlangen, um dort äwakom. So von der werden wir sein, wo können wir das in Endootheit oder wo können wir, wenn wir Fleisch sind, dort auch äwakom, so dort wir in der Tiefe Verlangen haben für Gott. Ich glaube, das erste Ding, was wir sollen tun, wenn wir wollen das Fleisch äwakom ist, dass wir müssen verstehen, warum wir wollen Gemeinschaft haben mit Gott. Ich glaube, ein Ding, was wir als Christen tun, ist, wir tun uns beschuldigen, wir schämen uns mit, wo wir kort kommen. Und wir sagen, ich soll mal, oder ich weiß, ich soll besser tun. Und ich glaube, das ist Ferken dort schuldig feilen, und das ist dort, was uns ansporen wird, um Gott nur feiern. Aber ich glaube, das ist eine bessere Weg. Das ist eine bessere Weg, wo wir können, dass Menschen Gott heran sein. Und dort ist das. Lieber es bis einmal sein, wir sollen, wir können sein, wir kennen. Wir können nur Gott kommen. Wir können die Gemeinschaft haben mit Gott. Jesus Christus hat alles wahrgenommen, was uns hindern wird, um die Gemeinschaft haben mit Gott. So, dort wir können Gemeinschaft haben mit Gott, dort ist positiv. Dort wird uns Mut merken. Wenn wir sagen, bis ich soll, oder der wird Fan sein, wenn ich deid, oder mir ist das nicht gut, dort ist das mit negativ verbunden. Und da wird uns niemals wirklich Mut geben, so es ich kann. Ich glaube, eine Vers wird uns das wiesen, das in Hebräer Kapitel 10. Und das ist von 19 bis 23. Und diese Versen lehren uns, wo wir können dichter kommen nach Gott. Und ich glaube, diese Versen wiesen uns, wo können wir dort äwakom, wenn wir so fleisch sind in unser jetziges Leben. Das erste Ding ist, ich glaube, wir sollen das Evangelium viel rechnen. Wenn wir endootich sind, wenn wir fleisch sind, wenn wir nicht haben in uns Hort, was uns driven wird nach Gott, das Ferken willst wir nicht wirklich begreifen, warum großer Priest Jesus tut für uns, dass wir die Radung haben. Wieder, wir verstehen dort Ferken nicht, wo viel wir in Jesus Christus haben. In dieser Versen hier in Hebräer Kapitel 10, er fängt hier an in 19, er sagt es dort, du wegen, liebe Brüder, wir haben nu durch das Blut von Jesus die Freiheit gekriegt. Durch den Verhang und dort alle Herzen nennen zu gehen. Willst was Jesus getan hat für uns, sagt, durch das Blut haben wir die Freiheit gekriegt. Und das bringt das wahre zurück. Wir können nur Gott kommen. Gott hat uns die Freiheit gegeben. Und diese Freiheit, die kämpft der, was Jesus tut für uns. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus starb in der Tempel, die hungende Gardinen, was die Menschen kriegholen deuten, von der Allerhöchste steht, und dort ist, wo Gott sie gängen wird, persönlich wir. Und wenn Jesus Christus am Kreuz gestorben deut, dort die Gardinen, die tragen von boven bis unten. Und dort wir ein Beweis, wo dort nu mehrlich ist, dass wir in Gemeinschaft haben mit Gott. Dort ist nicht bis dort wir sollen, dort ist nicht bis dort wir machen.
Dat is dat we kan in Jemeetschoft haben mit Gott. Und dat rieft uns, dass Gott besser lernen kann. En dan de tweede part sagt ook, dat wie handelt, wils in 20 Vers sagt, Jesus selbst hat uns durch das Opfer von seinem Körper diesen neuen und lebenden Weg zu Gott haben abgemerkt. Dat ist durch Jesus Christus, durch was Jesus Christus deed für uns und durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, dass wir einen offenen Weg haben nur Gott. Und dann der zweite Vers sagt, dass wir sollen uns notreichen nur Gott, wir sollen dichter kommen nur Gott mit uns ganzes Hort. Und 22 Vers sagt es so. Dann will wir nu auch mit wahrhaftig, oprechten Hort und falschen Glauben nur Gott gehen. Mit gereinigt Hort und los von der Beise gewaschen und uns Körper gewaschen mit rennet Wasser. So heißt die Schrift von Hebräer sagt hier 3 Dinge. Erst, wir sollen dichter bei nur Gott kommen, wir sollen mit einem reinen Hort kommen. Das ist nicht bloß genug, dass wir mit was wir tun, mit was wir denken, dichter bei nur Gott kommen. Wir kommen, dort fleiv sein, wenn wir lassen Gott uns ein neues Hort geben. Dort reinen Hort, dort ist, was der Drive ist für uns, Gott nur folgen. Zweitens, er sagt hier, wir sollen nur Gott kommen durch ein festes Glauben. Und ein Glauben ist wichtig, weil Glauben ist nicht bloß, was wir glauben ist so, oder was wir glauben, Gott hat gesagt zu uns. Das ist auch ein Stab von Vertrauen. Wir vertrauen Gott, wir geben alles nur die, wir sagen nur ich gebe die Kontrolle über mein Leben und ich gebe die das alle haben. Und dann sagt es wieder, wir wollen los von den Beisen gewaschen. Wenn du, wo zwischen 2 Menschen, 2 Personen sind, und dort ist, was gewaschen Schwindschmerzen wird, das ist sehr schwer, ein klares Verhältnis haben und eine klare Gemeinschaft. Aber wenn dort alle wird abgeräumt und du nur zwischen 2 Personen, dann hast du ein reines Gewaschen und dann hast du eine klare Gemeinschaft. So ist es auch mit Gott. Wir haben ein klares Gewissen für Gott, wenn wir unsere Sinnen haben alle bekannt, Jesus Christus hat dich vergeben und wir stehen rein für Gott. Und dann der 23. Vers sagt, wir sollen einen Stab nehmen in Glauben. Das sagt es steht in 23. Weil wir durch festhalten, die Hoffnung zu bekennen, und dort ohne zu zweifeln, willst du die Versprechen gegeben haben als treu. Wir sollen ohne zweifeln, wir sollen in unsere Hoffnung halten. Und warum können wir diesen Stab Glauben nehmen? Weil Gott als treu. Der wird die Versprechen haben gegeben, der als treu. Francis Chan sagt mal, dass lebenswarme Menschen, die dürfen nicht, die brauchen nicht in Glauben wandeln, weil sie haben sein Leben so angerecht, dass sie nicht Glauben fehlen. Ich glaube, das ist so für uns. Was für uns, wir hatten so eine schwere Zeit, Gott zu vertrauen, dass wir stellen uns Leben so ab, dass wir dürfen uns niemals verloren an Gott. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Tag wir geben uns Dollar nach Jesus haben, dass wir können mit einem Taub und einem die Hand nehmen und einem vertrauen und einem nachfolgen. So, das sind ein paar Dinge, was wir können tun, dass wir dort äwakom, dass wir fleiv in uns Glauben sind. So, was sind zum Storben, was wir können nehmen, dass wir können waschen, wir können tiefer in Gemeinschaft gehen mit Gott. Und ich hoffe, wenn ich das erklären, dass ich glaube nicht, dass ich was nicht sein. Ich will uns bis heute denken von Dingen, was wir erweitern. So, was für eine Stoppen können wir nehmen, dass wir besser Gott lernen können? Der erste Ding ist, dass wir müssen Zeit nehmen für Gott sein Wort. Wir müssen Zeit nehmen für Gott sein Wort. Sprecher Kapitel 7, der erste bis 3. Vers sagt es dort. Mein Kind, verjagt nicht, was ich seht. Und verjagt niemals, was ich seht, du daunen sollst. Da, was ich dir gesagt habe, dann wirst du leben. Bevor meine Lehre so aus dem Kicker im Auge.
Bing die Finger en hou die im Hort, als wann die durchgesteven sind. Hij sagt in deze versen hier, dat we zullen Gott zijn woord veel wiederreken. We zullen dat ons Finger bingen. En dat is, wanneer we wat op den Finger bingen, dan dat zal het eerste ding zijn wat we naar voeten doen, wanneer we in trouble zijn. Hij zegt, we zullen dat dus in ons hart opschrijven. Dat het in hart zetten dat het allemaal zeggen is in hart. So dat is wichtig dat we tijd nemen voor Gott zijn woord. Ohne dat we tijd nemen voor Gott zijn woord, waar we niemals in Jemeetschoft hebben met Gott. Wieder, we zullen tijd nemen voor gebed. Tijd nemen voor gebed. We zijn van Markus kapitel 1, 35, dat Jezus stond tijdens morgens op. En hij ging op pad, en dan dat we in de eenzame stad en door beet hij. We zullen tijd nemen voor gebed. Gebed is zeer wichtig. In Philippa kapitel 4, 6-7 zegt es dit. Zorg junt om niets. Laat Gott met beden en pracheren en dankschein zijn. Alles weten wat jint fehlt. En Gott zijn vrede, die weet even alles jet wat mensen verstaan kan, wat jint horten en gedanken in Christus Jezus bewoorden. Dus we zullen tijd nemen voor gebed. En het derde punt is dat we zijn Christen wat Gott aanbeten. We zullen tijd nemen voor aanbetung. So, wanneer we Gott aanbeten doen, we wijzen Gott dat we zijn ons als onze arm. We heven arm op, we doen hem eeren en we zijn dankbaar voor wat hij gedaan heeft voor ons. Aanbetung is ons zelfs handelen voor Gott zijn herrlichkeit. Römer kapitel 12, de eerste vers zegt ons klar wat deze aanbetung is. Dat zegt breder. Wils Gott zoveel genade en medleid aan junt bewezen heeft. Man ook junt. Ook jien Körper Gott te geven als een hellen levende opfer, dat Gott aannemen kan. En dat jun Jesaja Gottesdienst zijn. So hij zegt hier, wanneer we ons ganz hand geven, dus een levend opfer, dat is het beste, dat is dat Jesaja Gottesdienst, dat is de aanbetung wat Gott verlangt van ons. Wanneer du eindenkt als wat Gott ehren deed, dat is wanneer we ons ganz hand geven naar hem. En het laatste punt is, de stap wat we kunnen nemen, dat we kan waar in Jemeetschoft hebben met Gott, is dat we dan ons omkeren. De Bibel leert van bekeren en omkeren. Bekeren is, wanneer we voor de eerste maal naar Gott komen, we draaien om van een zin leven en voor onszelf leven, dan geven we ons naar Jezus, dat hij kan ons raden. Dat we de rading gaan. Omkeren, als dat woord wat we in Engels spreken, is repentance. We draaien van een ding naar een ander ding. En wanneer we omkeren doen, zoals een Christ, we draaien van wat we willen en we draaien naar wat God wil. Ik geloof in Jesaja kapitel 54, 6 en 7 vers, dat ons leren wat het meint om omkeren. Dat zegt es dit. Zeg junt dem Herrn, zolang als hij zich vingen laat. Roept aan wanneer hij nog dichtbij is. Hij zegt, we zullen zeg junt den Herrn. En dan redt het een klein beetje wat de omkeren is. Eerstlich zegt hij dus dit. De Bijzer zal niet meer zo leven als eerst. Dat wat we doen, dat wat we doen, wat zin is, dat zal we te ziedelein. We zullen niet meer zo leven. Dat is wichtig dat dat wat we doen, wat zin is, we zetten dat apart. En het tweede punt is dat we doen ons gedanken ändern. En de tweede punt van de 7e vers zegt, de zinder zal gedanken vieren. We zullen dat ändern wat we denken doen. En met dit is dat wichtig dat we verstaan, wat we denken, dat komt van hart. Hij zegt aan aanvang hier in de 5e vers, zeg junt dem Herrn. Dat is een ding wat we met een hart zullen doen.
Ik leef verder de langste reis op de wereld als de 16e reis van den Kopf tot dem Hart. Dort wat we weten, nur dort wat we zijn. En dat is wichtig dat we niet bloß ändern wat we denken, maar dat ändern wat we in Hart zijn. En dan het laatste part van 7 zegt, laat am Trij nom Herrn komen, dat hij kan jenstig zijn. Laat am zich nur Gott kehren, die veel verjaagt. Dit is wat het is. We laten dat terug, we laten dat los, wat we eerst hadden, de zin wat ons terughouden van God, en dan gaan we weg van dat en we gaan to God. So dat zijn een paar stappen wat we kunnen nemen, dat we kunnen in Jemeetschoft buen met God. Wanneer we deze dingen doorgaan, we reden van deze Feierstap, dat we dieper in de Bibel gaan, dat we de Bibelbücher leren kunnen. We reden van gebed en we reden van God aanbidden. En we reden van omkeren. Wil we niet teruggaan en zeggen, ik zal, oder ik moet. Dat is zo, dat is wat best is voor ons, dat is wat God verlangen heeft. Aber wil Jezus Christus als op een kruis gestorben voor ons en hij is van dood opgewacht en ons een nieuw leven te geven, we kunnen nu in Jemeetschoft gaan met God. We kunnen deze Feierstap nemen, dat we dieper in Jemeetschoft gaan met God. En dat is een ding wat ons moedig zal maken, God beter nog volgen. So mijn wens is door deze werk dat je worden uitreiken naar God. God heeft zich bewezen naar ons door Jezus Christus. Hij staat met de hang op, hij wil ons aannemen. Waar we christen zijn, wat weten dat God dit ons aanladen, dat we kunnen naar hem komen en we kunnen wonen in de diepe Jemeetschoft met hem. Nou, ik wil je een goede werk wensen en God te zijn.